Bosnien ist eine der interessantesten Gegenden des schönen Kroatien. Die Natur hat dieses Land mit großem Reichtum überschüttet. Was ihm den größten Reiz verleiht, ist der Wechsel zwischen friedlicher Idylle und wilder Romantik. Durch die Täler dieser Bergeszüge winden sich die vielbesungenen bosnischen Flüsse Una, Vrbac, Bosna und die Drina. Die Drina hat von alters her den europäischen Westen vom Osten getrennt. Bis hierher reichte die Macht der bosnischen Bane und später auch der Könige, welche im 12. Jahrhundert als andere kroatische Landschaften vorübergehend volksfremden Herrschern unterlagen, hier in Bosnien ihren unabhängigen Staat Kroatien gründeten. Bis zur Drina reichte auch die Macht des mächtigsten der Könige, Tvrtko, welcher sich im 14. Jahrhundert zum Könige Kroatiens ausrufen ließ. Die schnelle Drina war und bleibt die Ostgrenze Kroatiens. Noch immer an der alten patriarchalischen Lebensweise fest. In keinem Teil des Landes hat sich die kroatische Sprache so rein erhalten wie gerade in den bosnischen Bergen. Dieser Wasserfall liegt beim Städtchen Jajce. Hier hat der letzte kroatische Herrscher Stefan Tomašević seine ewige Ruhestätte gefunden. Er wurde bei der Eroberung Bosniens im Jahre 1463 durch den Sultan Mehmed Fatih II. Hingerichtet. Damals trat ein Teil der Bosniaken zum Islam über und seitdem leben dort Mohammedaner und Christen nebeneinander. Hier hatten vor einigen Jahrhunderten auch nicht-kroatische Nomadenstämme eine Zuflucht gefunden. Diese waren es,
die kurz nach der Proklamation des unabhängigen Staates Kroatien und nachdem die Abrechnung mit dem Bolschewismus begonnen hatte, teilweise gegen die kroatische Regierung aufstanden und den Kampf unter der Fahne des Bolschewismus begannen. Für viele bosnische Orte und Dörfer kamen damals schwere Tage. Banditen begannen zu brennen, zu zerstören, zu morden und zu plündern. Grauenhaft war ihr Terror über die wehrlose Bevölkerung. Öde Brandstätten widerhallten vom Wehklagen der unschuldigen Opfer. Legion das größte Heldentum bewiesen. Die kroatische Wehrmacht eilte den bedrängten Brüdern zu Hilfe. Ein erbarmungsloser Kampf begann. Die Horden der Banditen, die sich Partisanen nannten, wüteten mit hemmungsloser Grausamkeit und barbarischer Wildheit. Die Hilfe musste schnell und nachdrücklich sein. Noch während der Kämpfe besuchte auch der Poglavnik persönlich die Orte, welche durch die bolschewistischen Horden schwer gelitten hatten. In guten wie in bösen Tagen ist der Poglavnik immer bei seinem Volk. Diese Front bezeichnete der Poglavnik als den linken Flügel der Sowjetarmee. Gleichzeitig aber verkündete er mit der Entschlossenheit eines Führers, dass der Feind vernichtet würde und dass in kroatischen Landen auch nicht eine Spur von ihm übrig bleiben werde. Solche Bilder hinterließen die Partisanen, diese großartigen Kämpfer für Freiheit der Völker.
ohne größere Begleitung besuchte der Pokladnik seine Kämpfer auch in den vordersten Linien. Die Einschließung großer Haufen von Aufständischen hat begonnen. Nicht war den Banditen heich, diesen Söldlingen Moskaus und Londons. Selbst Kirchen haben sie als Unterschlupf für Überfälle benutzt. Aber die kroatischen Soldaten haben ein Nest nach dem anderen, einen Unterschlupf nach dem anderen ausgehoben. Welche sich vor ihrem Terror in die Wälder zurückziehen musste, geht wieder an die Arbeit. Hier Bilder vom kläglichen Zusammenbruch der Verführten, die der bolschewistischen Propaganda Moskaus und Londons Glauben geschenkt hatten. Das sind die Gestalten, welche durch die bolschewistische Pest ärger wurden als Tiere. Und hier das Zeichen, unter dem sie kämpften. Selbst ihre eigenen Kinder haben die Partisanen auf Gnade und Ungnade dem Hunger und dem Tode ausgeliefert. Die kroatische Staatsregierung sorgt für ihr Unterkommen in besonderen Lagern, lässt ihnen nach den Tagen des Elends, des Hungers und aller möglichen Krankheiten volle ärztliche Hilfe angedeihen und gewährleistet ihnen ein menschenwürdiges Dasein. Hier sind auch die Kinder, deren Eltern die Partisanen ums Leben gebracht haben.
Durch die sorgfältige Pflege der kroatischen Regierung hat für diese Armen ein neues Leben begonnen. Ihre Herzen sind jetzt voller Zufriedenheit. In ihren Gesichtern spiegelt sich ein Lächeln des Glückes. Mit neuer Hoffnung in den jungen Seelen schauen sie fröhlich in ihre Zukunft und in die Zukunft ihrer Heimat. Auf den Bergen, an der Grenze, besonders an der Drina, wachen Soldaten und Ustaschen, um Ruhe und Frieden zu sichern, die mit dem kostbaren Blute so vieler Kroaten erkauft wurden. Ordnung der bosnischen Dörfer behütet jetzt die Wache der Ustaschen. Kroaten mohammedanischen Glaubens, in deren Adern reines kroatisches Blut fließt, haben im Kampf um die Befreiung von den Banditen Hekatombenopfer gebracht. Ihr Blut floss in Strömen. Die mohammedanischen Geistlichen haben in den Moscheen den Glauben an eine schönere Zukunft des kroatischen Volkes hochgehalten. In die befreiten Gebiete ist wieder neues Leben eingezogen. Glückliche und zufriedene Bewohner sind in ihre Höfe zurückgekehrt. Heimstätten werden wieder aufgerichtet, Straßen und Brücken ausgebessert. Alles arbeitet an der Erneuerung des Landes, welches mit dem Blute seiner Söhne sein Kroatentum bezahlen musste. Der Soldat, der gestern mit dem Gewehr in der Hand das Land befreite, führt heute den Pflug. Von schwerem Leid erlöst, atmet das Land auf, die Bevölkerung geht von frischem Mut beseelt wieder ans Werk. Neues Leben blüht aus den Ruinen. Zuversicht und Frohsinn erfüllen wieder die Herzen dieser arbeitsamen Menschen.
In Frieden und brüderlicher Eintracht müht sich der bosnische Bauer, katholischen oder mohammedanischen Glaubens, in gemeinsamer Arbeit ums tägliche Brot. Und hier die Ustaschen beim Arbeitseinsatz für den Wohlstand von Land und Volk. Die kroatische Jugend eilt auf die Felder, um mit vereinten Kräften mit dem Volk für das Volk zu schaffen. Bosnien hat den Beweis seines unerschütterlichen Kroatentums nicht nur in den Kämpfen gegen die unmenschlichen Banditen erbracht, sondern auch beim Aufenthalt seines Poglavniks, der viele Orte aufsuchte. Unverhofft kam er in Dörfer und Städtchen und überall wurde er von einer großen Menge umjubelt und mit der herzlichen Liebe seines dankbaren Volkes aufgenommen, welches in ihm den Erwecker der staatlichen Unabhängigkeit und den stärksten Verteidiger der kroatischen Freiheit erblickt. Tränen der Freude und große Begeisterung waren der schönste Beweis grenzenlosen Vertrauens, welches Bosnien dem Führer der Ustaschenbewegung entgegenbringt. Die Liebe aller Kroaten zum Poglavnik ist grenzenlos wie ihre Liebe zum Heimatland Kroatien.